Das ist ein wichtiges Projekt, ich meine, was den Zugang für den EU-Bürger an die Fonction publique belangt, nicht immer was der Staat belangt, mir auch Gemengen. An unserem Wahlprogramm hat da der ganz klar geschrieben, dass wir dafür antreten, dass die Fonction publique soll a priori für Lützeburger Staatsbürger respektiert, reserviert gehen und dass nicht mehr an extremen Fall darf abgemäht gehen für nicht Lützeburger. Wir haben also ein ganz klare Aussage mit und den wir auch füllen halen. Das ist übrigens eine Aussage, die wir gemäht haben, die am Anklang steht mit den Pappen, die für 50 Jahre Europa gegründet haben, wenn ein Naturtext zurückgucken geht, durchstung nämlich Straum, wie die Europäische Union gegründet hinaus, de réserver les fonctions publiques des États membres aux citoyens de ces mêmes États. Das war also eine ursprüngliche Idee, die wie Europa gegründet ist, wo wir als AD haut und immer der Meinung sind, dass sie richtig ist. Dono ist natürlich im Druck von der Proposition von der Europäischen Kommission und auch vom Europäischen Gerichtshof Urteile kommen, die uns dann als Lützeburger forcieren als Gesetzgebung umsetzen. Muss ich aber wissen, wann die Europäische Kommission und die Europäische Gerichte auf Texte können Urteile holen, dass dann auf europäischem Niveau verteidigt müssten, am Anfang die Rechte auf europäischem Niveau verlagert gehen. Und hier stellen wir fest, dass als Regierung zu dem Zeitpunkt, wie die europäischen Texte negoziert sie gehen, nicht gut verhandelt wird, dass sie nicht versichert wird, für Lützeburg extra Normen zu kreieren, Ausnahmeregelungen zu kreieren, wie übrigens an England, an Dänemark, an den Texten Kriterien, die für sich spezifisch Gartfuhr konnten, abbauen, so als Datei zu Lützeburg nicht mehr keine Derogationen kriegt, als Regierung hat an dieser Hinsicht noch schlecht verhandelt. Den nächsten Krieg sind wir in den 90er Jahren, hat dann du müssten aufgrund von dem Gericht, als Text müssten ändern, und es sind 6 Domänen, die sind abgegangen für Nicht-Lützeburger an der Fonction publique, die Armee, Police, Magistratur, Steuerverwaltung, Diplomatie und die Administration, Gouvernement. Nur mit diesem Projekt hier vierleihen, den am Anfang den aktuellen Prinzip ganz einfach umdreht. Momentan hatten wir am Artikel 1 stehen, dass Plätze an der Fonction publique reserviert für Lützeburger Staatsbürger. An Handendruck kommen die Ausnahmen, schauen das umgedreht, da steht am Artikel 1, dass die Fonction publique für Member von der Europäischen Union, von den 27 Staaten, an dem Reglement Grandical, wird da festgelegt, was für eine Funktionen für Lützeburger reserviert bleiben. Es gibt die Reglement Grandical, die wir nicht so gesehen haben, Herr Präsident, die Reglement Grandical, also mit den Instanzen gegangen, sowohl an die Chamber von der Fonctionnaire Employé Public, und wir bedauern, dass wir die Reglement Grandical nicht konnten viergelöst kriegen. Herr Präsident, Lützeburger Fonction Publique hat schon 10 bis 15% Bürger, die nicht aus der Europäischen Union kommen. Das ist also nicht, wie Lützeburger Land an Eich gemäht und ohne, dass wir das heute gesetzt haben, haben wir damals als Lützeburg mehr nicht Lützeburger an einer Fonction publique schaffen, wie irgendwie andere europäische Staaten, und für alle als Notbeschländer, die nach so grenzen, und nicht so einen hohen Prozentsatz von Nicht-Bürger von ihrer Nationalität an der Fonction publique schaffen, wie das hier zu Lützeburg der Fall ist. Interessant ist auch zu wissen, dass am Anfang von der aktiven Population als Lützeburg, was Lützeburger überlangt, 21% an der Fonction publique schaffen und 70% am Privatsektor. Das ist also auch noch nicht so, wie allgemein gesagt wird, dass Lützeburger alle gut giffen bei der Staat gehen und dass am Anfang alle 5 den am Sektor publik schafft. Herr Präsident, es Spruch als für uns als ADR ein ganz wichtiger Punkt an diesem Gesetz. Die 3 Administrativsprachen, Lützeburg, Französisch und Deutsch, die gehen vom INAP kontrolliert. Mir so ganz klar, so wie wir doch bei der doppelten Nationalität gesagt haben, wo wir da auch schon auf der Seite waren von denen, die relativ hohe Kenntnisse verlangt haben für die Lützeburger Nationalität, dass wir so ein Hai verlangen wir nach mir hohe Kenntnisse von der Lützeburger Sprache. Es muss so sein, in denen an der Sektor publik schaffen geht, auf staatlichem, auf kommunalem Plan, dass den Eisermeinungen noch muss perfekt
Lützeburg können schwätzen. Und hier haben wir auch als Misstrauen, dass wir fährten, wie wir das auch schon aus der Vergangenheit kennen, dass die Regierung heute mit der Niederrige wird versichern, für die Kenntnisse so zu verlangen, wie wir als Staat vorstellen. Dafür werden wir auch das heutige Gesetz nicht stimmen, weil man erstens so eine Regierung hat, schlecht auf europäischem Niveau verhandelt wird, keine Derogationen wie andere Länder das für sich Fertigbrutto für Lützeburg rausgegangen, weil wir die Reglemente nicht gesehen haben, aber weil wir auch kein Vertrauen an die Regierung haben, was die Spruchregelung anbelangt. Und dafür werden wir, Herr Präsident, gegen das Gesetz stimmen. Und ich gebe in dem Sinn nach einer Motion deponieren, Herr Präsident, für dass wir die Regeln grammatikal und dass wir die sollten auch hier in Chamber an die zuständige Kommission kriegen. Merci dem Herrn Juperien.